Jetzt ist gut. Hallo zusammen, ich bin Katrin Erni und ich möchte mit euch heute ein bisschen reden, ein bisschen Schweizerdeutsch reden, dass ihr üben könnt, auch dass wir zusammen aufs Jahr zurückschauen können. Wir machen so einen kleinen Jahresrückblick zusammen, was dieses Jahr alles passiert ist, was wir dieses Jahr alles gemacht haben, was er das Jahr, wie er das Jahr geschafft hat und so weiter. Also tönt mit mir chatten, tönt im Chat schreiben. Hallo Olivia, schön bist du da. Du kannst auch mit uns einen Jahresrückblick machen und schauen und ein bisschen zurückdenken und vielleicht mit uns ein bisschen teilen. Guten Abend, ich kann deinen Namen nicht lesen, aber ich wünsche dir auch einen guten Abend mit uns und viel Spaß beim Mitdiskutieren. Das hat mich jetzt aber schon noch Wunder genommen. Was ist das für eine Schrift gewesen? Hallo Heyer. Vielleicht kannst du mir noch schreiben, wie man den Namen ausspricht mit einem latinischen Alphabet. Dann nachher kann ich dich vielleicht anreden. Ja, ich habe da ein paar Notizen gemacht mit ein paar Fragen, dass ich nicht alles vergesse. Wie war euer Jahr? Das ist heute die Frage, ganz generell. Habt ihr das Gefühl, es war ein gutes Jahr? Habt ihr das Gefühl, ihr könnt euch weiterentwickeln, Fortschritte machen, schöne Sachen erlebt? Oder ist es für euch nicht so ein schönes oder sogar ein schwieriges Jahr gewesen? Manchmal kann ja auch sein, nicht jedes Jahr ist ganz einfach. Es gibt immer schwierige Sachen auch im Leben. Es war ein schwieriges Jahr für dich, Olivia. Ja, was war das? Was war so schwierig? Vielleicht war es bei der Arbeit nicht so einfach. Du hast viel Stress gehabt, du hast viel gearbeitet. Und dann kommt die Freizeit ein bisschen zu kurz, vielleicht kommt dann die Familie ein bisschen zu kurz und du hast wenig Zeit. Hallo Abrahali. Hallo. Vielleicht hast du dann Gesundheitsprobleme, wenn du viel Stress hast. Ja, das kann alles auch möglich sein. Also, ich hatte viel zu tun immer, aber ich habe nicht so viel. Ich würde sagen, ich habe nicht so ein gestresstes Leben. Also für mich ist es gut. Für mich war es gut gewesen, gerade der richtige Mix zwischen Arbeit und Freizeit und Familie. Vielleicht ja, Freizeit nicht unbedingt so viel, aber doch genug. Also, wie war euer Jahr? Ihr könnt mir auch schreiben auf eurem Chat, wie war euer Jahr? Wie war es beim Arbeiten? Bist du zufrieden? Bist du zufrieden mit deiner Arbeit? Bist du zufrieden mit deinen Kollegen? Bist du zufrieden mit deinem Chef? Ja, das ist auch eine Frage. Mein Chef ist mein Mann. Also ich muss aufpassen, was ich sage. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Chef. Er ist gut. Er ist der Visionär von uns. Er ist der, der die guten Ideen hat. Er ist der, der sagt, oh, jetzt machen wir einen Livestream. Er ist der, der das Marketing macht. Hallo, also Heyer, du bist aus Gebensdorf. Und ich habe einen guten Chef. Wir haben uns auch viel weiterentwickelt. Ihr seht vielleicht, wir haben einen Montagabendkurs weitergemacht und haben jetzt eine Gruppe aufgebaut, wo ziemlich viele Leute zusammenkommen und immer am Montagabend Schweizerdeutsch zusammen lernen. Wir haben lustige Dialog, wir haben einen guten Grafiker mit viel Fantasie, der uns Zeichnungen macht und dann nachher ist es ganz inspirierend, dann, um dazu einen Dialog zu schreiben, zum selber etwas dichten, etwas machen für unseren Montagabendkurs.
Und da unten findest du einen Link zu unserem Montagabend-Kurs. Und es ist immer am Montag am Abend am 8 Uhr. Und es ist einen ganzen Monat gratis. Also, das ist auch etwas, das dieses Jahr... Das ist schön, dass du ein bisschen Schweizerdeutsch verstehst, Heier. Dieses Jahr haben wir auch eine Applikation auf den Markt gebracht. Ich glaube, es war dieses Jahr. Mein Sohn hat eine Applikation geschrieben. Mein Sohn ist 18 geworden und hat sich, beschäftigt sich viel mit Programmieren. Und das ist ganz cool, dass er da eine schweizerdeutsche Applikation gemacht hat. Im Moment ist es einfach für iPhone. Also auf anderen Betriebssystemen funktioniert die Applikation nicht, aber auf Internet gibt es auch eine Version und man kann auf Internet schauen. Olivia, du tust auch ein bisschen Schweizerdeutsch reden, du tust schon lange mit uns mitmachen. Du bist sicher schon das ganze Jahr dabei gewesen. Vielleicht kannst du auch etwas sagen, wie das für dich war, das Jahr. Ob du ein gutes Jahr hast gehabt, ob du viel Fortschritt hast gemacht mit deinem Schweizerdeutsch, hast viel gelernt, vielleicht mit uns, mit swissgermanonline.com oder mit Filmen auf YouTube oder auch in der Schweiz mit anderen Leuten zusammen. Also wie war das? Habt ihr viel Schweizerdeutsch gelernt dieses Jahr? Wie war das bei euch? Ich habe nicht viel Schweizerdeutsch gelernt, aber ich habe viel Schweizerdeutsch. Du verstehst alles, Olivia. Du musst einfach noch überreden. Ich habe viel Schweizerdeutsch Inhalt gemacht, viel Schweizerdeutsch Filmli, viel Schweizerdeutsch Livestream und Lektionen. Das ist etwas, was wir schon im Jahr 2000 haben angefangen haben, dass wir uns sehr spezialisiert haben auf Schweizerdeutsch, weil wir haben eine Sprachschule und wir unterrichten auch Englisch unterrichten und Hochdeutsch unterrichten. Aber ja, Olivia, du hast viel gearbeitet an deinem Schweizerdeutsch. Du hast sicher viel Fortschritt gemacht. Wir unterrichten Hochdeutsch unterrichten und wir haben auch früher ein bisschen Französisch unterrichtet, aber jetzt haben wir uns sehr stark auf Schweizerdeutsch konzentriert. Ja. Wie war es bei euch das letzte Jahr mit Reisen? Letztes Jahr war ja immer noch das Jahr der Pandemie. Ja, das zweite Jahr eigentlich haben wir schon bald hinter uns, das zweite Jahr der Pandemie. Und wir hatten weniger Lockdown gehabt, aber es ist, wie war es für euch mit dem Reisen? Sind ihr jetzt das letzte Jahr gleich schön reisen? Schweizerisch? Du verstehst nicht. Du kannst zu unserem Montagabend-Kurs kommen. When you don't understand us, you can inscribe to the Swiss German course. You get the link underneath here in 1 month free, and there we translate all the sentences from the dialogue into English, so you will be able to understand and learn slowly what with dialogues, with funny, nice dialogues, you will be able to learn Swiss German. So if you're new with Swiss German, if you want to exercise your speaking, you can go to the link and inscribe there. It's underneath here, and it's a 1 month free trial, so try it. The thing is, Manpret, we don't start from very zero, but we have simple dialogues for different topics, and we have them translated into English, so you don't have to know all. We don't do the small steps from verb to be and conjugating and everything, but you get that in the sentences, so with the time you learn always more. So it's not
It's a learning with dialogues, simple dialogues. Wow, Haier, du redest sehr viel Sprache, das ist cool. Ja, wenn du Schweizerdeutsch, wenn du schon Deutsch kannst, Manfred, dann nachher ist das cool, dann kannst du sehr schnell dann auch Schweizerdeutsch verstehen. Also kommt, geht auf den Link, geht schauen und du kannst einen Monat lang gratis mitmachen in meinem Schweizerdeutsch-Kurs am Montag am Abend am 8. Und dann später auch online, wenn du am Montag am Abend am 8 vielleicht gerade etwas los hast oder Kopfweh hast oder nicht kannst kommen, dann nachher kannst du später online schauen auf der. Du kannst dich einschreiben. Das ist ein geschützter Bereich für unsere Mitglieder, wo alle reingehen können, die sich eingeschrieben haben. Ja. Wie war es bei euch mit dem Reisen? Sind ihr dieses Jahr ins Ausland reisen oder sind ihr weniger reisen wegen Covid? Oder sind ihr normal reisen? Wie immer. Wie war das für euch? Ihr könnt mir schreiben im Chat. Ich bin dieses Jahr ab und zu am Wochenende weg. Mein Mann und ich machen regelmäßig so ein Wochenend-Date, wo wir mindestens Samstag und Sonntag weggehen und die Kinder alleine daheim lassen. Olivia, du bist nur in der Schweiz gereist. Ja, ich bin auch nur im Land gereist und ich bin nicht ins Ausland gegangen. Ja, ich bin dieses Jahr nicht ins Ausland gegangen. Vielleicht ist es bei euch anders. Vielleicht sind ihr zu eurer Familie heimgegangen oder Freunde besuchen oder so. Aber wir haben Besuch bekommen von meinen Eltern. Wir haben Besuch bekommen, aber wir sind nicht ins Ausland gegangen. Was habt ihr das letzte Jahr für Bücher gelesen? Lest ihr Bücher lesen? In welcher Sprache lest ihr Bücher lesen? Lest ihr schon deutsche Bücher lesen oder englische Bücher? Oder ich sehe da jetzt auch Leute, die Arabisch können. Vielleicht lesen ihr nur arabische oder französische Bücher lesen. Oder Bücher hören. Es gibt ja auch Hörbücher, die du kannst, auf dem Handy oder auf einer Applikation haben oder auf einer CD und dann kannst du das Buch hören. Also ich muss sagen, seit ein paar Jahren höre ich mit meinem Mann mehr Bücher hören als Bücher lesen. Das ist, am Tag bin ich immer viel am Computer, ich tue viel lesen und viel schreiben und dann höre ich am Abend gerne ein Buch hören. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Wisst ihr noch, was ihr gelesen habt, was ihr gehört habt, was ihr oder was ihr geschaut habt, was ihr für Filme geschaut habt? Welcher Film hat euch im 2021 besonders gefallen? Welcher Film war total scheisse vielleicht? Also ich habe jetzt nicht unbedingt schlechte Filme geschaut, aber ich kann vielleicht ein bisschen von den Büchern erzählen, die ich gelesen habe. Ich weiss nicht, was ihr gelesen habt. Bücher, ich erinnere mich mehr an die Bücher als an Filme. Und ich schaue auch nicht ganz so viel Fernsehen schauen oder Filme schauen. Heute ist es ja nicht mehr einfach Fernsehen, sondern es ist irgendwie Netflix oder irgendein YouTube-Film oder weiss nicht was. Also es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die man machen kann, aber ich tue trotzdem gerne noch Bücher hören. Manfred, wenn du möchtest reden, am Montagabend-Kurs haben wir eben einen Dialog, eine halbe Stunde lang Livestream und dann kannst du dich zuschalten für ein Zoom-Meeting. Und dann haben wir eine halbe Stunde lang ein Zoom-Meeting, wo du mit anderen Leuten zusammen in kleinen Gruppen kannst reden. Genau der Dialog, den wir gemacht haben, kannst wieder lesen, ihr könnt zusammen reden zu dem Thema. Und das ist unser Angebot. Aber natürlich, wenn du kannst, ist es gut, wenn du
auf der Straße bist, wenn du Leute triffst, wenn du im Laden bist, dass du immer versuchst zu üben. Ja, aber vielleicht ist es gut, wenn du am Anfang kannst anfangen üben mit uns im Kurs, mit anderen Leuten, die auch Schweizerdeutsch üben. Und dann kannst du das so vielleicht in einem geschützten Rahmen. Du kannst sicher sein, dass niemand lacht oder so. Also, was für Bücher habt ihr gelesen oder gelesen? Schreibt doch mir schreiben. Wisst ihr das noch? Kennt ihr den Titel noch? Ich musste mir vorher überlegen und eine Liste machen, was ich eigentlich alles gelesen habe. Manchmal erinnere ich mich nicht ganz gut an die Titel, weil mein Mann häufig Bücher aussucht. Wir hören Englisch oder Polnisch hören. Mein Mann ist Pol. Oder Deutsch, Schweizerdeutsch weniger. Vielleicht schweizerdeutsche Hörspiele können wir manchmal hören von SRF. Olivia, du liest gerne. Also du tust wirklich lesen oder tust du auch Bücher hören? Ja, ich habe früher auch sehr viel gelesen und gerne gelesen. Heute höre ich mehr in der Freizeit. Abraham Hailey, du sagst, ich tue gerne Filme schauen. Nicht ich habe gerne. Du kannst sagen, ich habe gerne Filme. Ich habe gerne Filme. Das ist eine Sache, oder? Und wenn du eine Aktivität meinst, dann sagst du, ich tue gerne. Ich tue gerne Bücher lesen, ich tue gerne Filme schauen, ich tue gerne Theater schauen. Ich gehe gerne ins Theater, oder? Ich habe gerne Theater. Jean, hallo. Du hast die Martian gelesen, irgendetwas über Marsmenschen, ja? Olivia, du liest 20 Minuten im Zug. Mhm. Cool. Also, was habt ihr gelesen? Ich habe zum Beispiel ein Buch gelesen von Kazuo Ishiguro. Das ist, er hat für ein vorheriges Buch hat er den Literaturpreis, Nobelpreis gewonnen, glaube ich. Irgendeinen Literaturpreis. Und das Buch heisst Clara und die Sonne. Und es ist um so einen Mensch gegangen. Das heisst nicht ein Mensch, ein Roboter, der lernen sich wie ein Mensch verhalten, ein Mensch sein. Hallo, Neboi. Hallo. Das war Clara und die Sonne. So ein Buch, das sehr futuristisch ist oder wo auch die Frage stellt, wie das ist, ja, wenn du so einen Roboter, Mensch-Roboter vor dir hast. Tust dann du mit ihm genauso reden wie mit einem Mensch? Ja, ein Roboter. Ein Roboter, der lernen kann, ein Roboter, der reden kann, ein Roboter, der Menschen imitieren kann. Ja. Und dann haben wir die Roboter sind die Zukunft. Also wir haben ja schon ganz viele Roboter, die uns helfen, aber wir haben vielleicht noch nicht so viele Menschenroboter, die Menschen ersetzen oder den Menschen helfen. Vielleicht in der Pflege, im Spital. Wie ist das? Ja? Das ist eine interessante Frage zum Nachdenken von diesem Buch. Also, das ist vielleicht heute noch nicht die Realität, aber vielleicht wird das schon bald die Realität. Dann könnten wir ein bisschen über die Zukunft reden. Ich weiss nicht, was ihr denkt. Dann habe ich ein Buch gelesen, das heisst «Der Gesang der Flusskrebs». Der Gesang der Flusskrebs. Krebs sind so kleine Tierchen mit so Zangen, ja, die im Fluss leben oder im Meer leben. Und das ist ein Buch über ein Mädchen, das eigentlich ohne Vater und Mutter am Fluss aufwächst. Also
Ihre Mutter verlässt die Familie und ihr Vater verschwindet plötzlich. Vielleicht ist er gestorben, er hat zu viel Alkohol gehabt. Und sie sagt niemandem etwas und bleibt dort und lebt ganz allein für sich. Und ihre Mutter ist dann die Natur. Und sie lernt ganz viel von der Natur, aber sie geht nicht in die Schule. Du hast nicht viel gelesen, aber du bist letzten Sommer im Theater gewesen. Genau. Letzten Sommer konnte man wieder ins Theater gehen. Ich bin auch 2-3 Mal vielleicht im Theater gewesen. Ein bisschen weniger als die vorigen Jahre bin ich im Theater gewesen. Also, der Gesang der Flusskrebs, das ist ein Buch von Delia Owens. Mir schreiben, was habt ihr gelesen letztes Jahr? Wisst ihr das noch? Dann habe ich zum Beispiel auch so einen Krimi gelesen. Habt ihr gerne Krimi? Also nicht gelesen, sondern gelesen. Vom Guillaume Musso gibt es einen Krimi und der heißt «Ein Wort, um dich zu retten». Das ist ein Krimi, wo es um Mord geht und um einen Schriftsteller, der sich zurückgezogen hat und eine Reporterin, die herausfinden möchte, was da passiert ist, wieso das so passiert ist. Also, das ist auch ganz interessanter Krimi von Guillaume Musso. Ein bisschen trauriges Ende. Ich habe lieber Happy End. Wie ist es bei dir? Hast du gerne traurige Ende? Olivia, du hast gerne Krimi von der Agatha Christie. Cool. Ich mag mich gar nicht erinnern, ob ich selber auch Agatha Christie gelesen habe oder gelesen habe oder gehört habe in einem Hörspiel. Ich mag mich nicht erinnern. Aber sie ist sicher eine berühmte Autorin. Ja. Und dann habe ich ein paar Bücher auch von Irving Stone gelesen. Eins über das Leben von Michelangelo und eins über das Leben von Van Gogh. Das sind biografische Bücher. Ich habe ab und zu gerne historische Bücher, biografische Bücher, Krimi. Krimi eigentlich weniger. Ich habe gerne so historische Bücher auch. Du hast «Ein Mord im Orient Express» hast gelesen. Das ist ein klassisches Buch. Schön. Und die anderen? Vielleicht habt ihr Bücher, die ihr uns empfehlen könnt, die ihr gelesen habt. Bücher von Autoren, von eurer Heimat, von der, ich weiss nicht, woher das ihr kommt. Oder Bücher, andere Bücher. Ja, dann könnt ihr uns schreiben, was ihr für Bücher gelesen habt, was ihr uns empfehlen könnt. Ja, wie ist es bei euch gegangen dieses Jahr mit in Sachen Bewegung, Rausgehen, Freizeit, so aktive Freizeit? Was habt ihr das letzte Jahr gemacht, so in aktiver Freizeit? Was für Sachen habt ihr gemacht? Ich muss sagen, ich bin viel Velofahren. Mit meinem Mann, ab und zu auch mit meinen Kindern. Aber meine Kinder wollen nicht mehr viel mitkommen. Olivia, du liest viele Sachen für deine Arbeit. Du musst beim Arbeiten musst du viel lesen. Genau, und dann du willst sagen, dass du nicht so viel Zeit hast, andere Sachen zu lesen. Ja. So geht es einem manchmal. Es gibt so viele interessante Sachen, Bücher oder so, die man möchte lesen oder hören oder schauen, aber man hat nur 24 Stunden Zeit pro Tag. Und jetzt ist bald das Jahr auch wieder fertig. Und ja, man kann nicht alles machen. Es ist auch gut, wenn man selber aktiv ist und selber etwas macht und nicht nur liest, was da die Helden von diesen Büchern alles machen. Also, wie sind ihr das letzte Jahr aktiv gewesen? Ja, ich weiß nicht, wie dein Name ist, aber was möchtest du für einen Tipp?
Jean, du bist viel Velofahren und viel Mountainbiken. Das ist cool. Mit deinen Freunden oder mit deiner Frau oder allein oder so, ja. Aber unterwegs sein, das ist schön. Ich bin auch Velotouren machen mit meinem Mann. Ich bin jetzt Oh, ich konnte nicht ganz alles lesen. Könnt mir kürzere Texte schreiben. Du bist allein unterwegs schon. Mhm. Ich brauche immer jemanden, der mitkommt. Ich habe lieber jemanden, der mitkommt. Wienerisch kann ich nicht, tut mir leid. Aber mit Schweizerdeutsch bist du bei uns richtig. Ali, du hast viel Fernsehen geschaut. Ja, hast du interessante Filme gesehen oder vielleicht bist du einer, der gerne Serien schaut. Und dann kann man auch viel schauen. Und es gibt immer eine neue Serie und eine neue Serie. Und man ist ganz gespannt und will wissen, wie geht das weiter, ja. Und plötzlich hat man ganz viele Stunden Fernsehen geschaut. Mhm. In meiner Freizeit neu, das letzte Jahr, ist zum Beispiel ein Hula-Hoop-Ring. Mein Mann hat mir einen Hula-Hoop-Ring gekauft. Er tut zwar selber auch sehr viel Hula-Hoop machen. Und zwar ist das so ein dicker Ring, der, glaube 2 Kilo schwer ist. Und mit dem Ring kann man gut seine Bauchmuskeln trainieren. Genau, ich muss sagen, es tut mir leid, aber ich muss ein bisschen anders das formulieren. Mein Mann hat letztes Jahr sehr viel Fortschritt gemacht. Er hat eine Diät gehabt, also nicht unbedingt er hat auch eine spezielle Diät gehabt, aber später auch einfach versucht, weniger zu essen und gesünder zu essen und mehr zu trainieren. Und er hat wirklich viel Kilo abgenommen, mindestens 10 Kilo. Ich bin gar nicht so richtig auf dem Laufenden. Aber ich muss ihm ein Kompliment machen da. Er sieht, er ist wieder schlank und rank und hat sein Büchlein verloren. Er hat sehr viel Disziplin gehabt. Nicht so wie ich. Ich habe ein bisschen weniger Disziplin. Ich bin ein bisschen schneller demotiviert oder so. Ja, ich weiß nicht. Habt ihr vielleicht auch so Erfolg zu verbuchen das letzte Jahr, dass ihr es geschafft habt, zum Beispiel ein bisschen Diät zu haben oder ein paar Kilo zu verlieren oder so? Dann könnt ihr das auch schreiben. Dann können wir alle Freude haben mit euch. Okay, ich sollte ein bisschen langsamer reden. Ich versuche. Ja. Was macht ihr so aktiv in eurer Freizeit? Jean hat gesagt, er tut gerne Velo fahren und andere Leute. Ihr sind noch andere Leute da. Was macht ihr gerne aktiv in eurer Freizeit? Mein Mann und ich, wir gehen gerne spazieren zusammen. Wir gehen so ein bisschen laufen, so ein bisschen zügig laufen, dass wir uns noch ein bisschen bewegen können. Manchmal ist das, oder sehr häufig sogar, ist das auch in der Nacht. Fast jeden Tag, nicht ganz jeden Tag, aber fast jeden Tag gehen wir zusammen laufen. Raus mit dem Hund oder manchmal auch ohne Hund. Olivia, du tust auch gerne Velo fahren. Ja, schön. Oder schwimmen. Vielleicht könnt ihr an den See schwimmen im Sommer oder an den Fluss oder ins Schwimmbad. Könnt ihr regelmässig schwimmen? Ja, das ist sehr gut. Jeden Tag laufen, das ist absolut wichtig. Vor allem, weil das ist mein Büro, das ist daheim. Und dann, wenn ich nicht laufe, dann mache ich nicht so viel Sport, ehrlich gesagt. Das ist vielleicht ein Vorsatz, den ich für das nächste Jahr nehmen kann, dass ich ein bisschen mehr Sport mache und ein bisschen disziplinierter dranbleibe und nicht so schnell aufgebe. Das ist ein Vorsatz,
den ich mir nehme für das nächste Jahr. Ich bin nicht ganz zufrieden mit dem, was ich dieses Jahr alles gemacht habe, so sportlich. Ja. Wie ist es bei euch? Sind ihr zufrieden mit eurem Sport, mit eurer Bewegung, mit dem, was ihr gemacht habt, im Fitness oder einfach nur spazieren oder Turnen daheim oder Yoga, was auch immer. Ja. Dein Vorsatz ist das auch, Olivia, du möchtest im nächsten Jahr auch mehr Sport machen, aber ja, das ist gut. Man muss die Hoffnung nicht aufgeben und man muss das vielleicht konkret einplanen. Du kannst vielleicht sagen, das ist das, was ich machen muss. Ich muss eine Gruppe finden. Oh, hallo Sair, du hast auch schon aus Afghanistan geschaut. Ja, schön bist du da. Ich hoffe, du hast noch Kraft, mit uns zu bleiben. Ja, Tyler, genau. Skifahren ist natürlich super Freizeitaktivität. Dann das ist Sport, du bist draußen an der frischen Luft. Hoffentlich scheint die Sonne. Und am Abend ist man schön müde, wenn man den ganzen Tag geht Skifahren. Oder man kann auch andere Sachen machen. Ich tue auch gerne Langläufeln. Ja, ich tue nicht immer Skifahren. Das ist manchmal gehe ich fast lieber langläufeln. Dann hat man mehr Ruhe. Es hat ein bisschen weniger viele Leute als auf der Skipiste. Dann bei uns hat sich in Sachen Haustier eigentlich nicht viel verändert. Wir haben ein Aquarium, wir haben ein paar Fische gekauft, neue Fische gekauft dieses Jahr. Aber wir haben auch einen Hund. Wir haben gemeint, er ist schwanger. Wir haben gemeint, dass er läufig ist und dass er gedeckt ist worden, dass er Junge überkommt. Das war so eine Sache. Eine Zeit lang haben wir nicht richtig gewusst. Oh, weil sie ist uns davon gelaufen, als sie läufig war. Aber wir hatten keine kleinen, junge Hündchen. Das wäre natürlich ein interessantes Erlebnis gewesen. Vielleicht nicht unbedingt geplant, aber ja, kleine Hündchen. Aber es ist nichts passiert. Also dieses Jahr haben wir keine andere. Ja, genau, Olivia, das ist Luna, das ist unser Hund. Sie heißt Luna. Oder unsere Hündin. Eigentlich ist es ein Weibli, unsere Hündin. Ja, wie ist es bei euch in Sachen Familie? Vielleicht hat sich familiär etwas geändert. Meine Kinder, wie einige von euch vielleicht schon wissen, habe ich 4 Kinder. Oder mein Mann und ich, wir haben 4 Kinder. Und mein ältester Sohn ist dieses Jahr 18 geworden. Also er ist volljährig geworden. Er hat einen Schritt ins Erwachsenenleben gemacht. Ja, und ich glaube, es geht ihm gut. Bis jetzt, er hat gelernt Autofahren. Er hat jetzt seinen Fahrausweis und kann fahren. Ja, er hat sein eigenes Sparkonto und ist selbstständiger geworden. Genau. Und meine Tochter, sie ist aus der Schule gekommen und sie hat jetzt Gymi angefangen. Also das ist für sie auch ein wichtiges Jahr gewesen. Ihre Schulzeit hat sie fertig gemacht. Jetzt hat sie wieder eine ganz neue Klasse und neue Lehrer und eine neue Schule. Und ich glaube, es gefällt ihr gut. Aber sie arbeitet sehr viel. Sie ist ganz fleissig. Das sind so 2 grosse Veränderungen in unserer Familie gewesen. Wie hat es bei euch, oder was für Veränderungen hat es bei euch in der Familie gegeben? Vielleicht hat jemand von euch geheiratet oder ihr habt ein Kind bekommen
Oder eure Tochter oder euer Sohn ist zum ersten Mal in die Schule gegangen. Dieses Jahr hat die Schule neu angefangen. Wie ist das bei euch? Was ist letztes Jahr passiert? Ja, ihr könnt mir das schreiben im Chat. Dann, was wollte ich noch sagen? Wir wollten noch ein bisschen reden über Sachen. Seid ihr? Jetzt hat es viel Schnee, genau, in der Schweiz. Und sind ihr schon in der Schweiz gewesen? Habt ihr Kontakt zu Schweizern, dass du Schweizerdeutsch redest, wenn du in Afghanistan bist? Das ist vielleicht nicht so normal, ja? Hast du dieses Jahr angefangen, Schweizerdeutsch zu lernen? Wie ist das? Wie ist das mit eurem Auto? Habt ihr dieses Jahr Überraschungen von eurem Auto? Oder habt ihr ein neues Auto gekauft? Oder vielleicht habt ihr das Auto reparieren. Vielleicht ist etwas Grosses kaputt gegangen und ihr habt es in die Garage geben. Oder ich hoffe es nicht, es hätte ja einen Unfall geben. Habt ihr eine Panne gehabt irgendwo? Sind ihr stecken geblieben mit dem Auto dieses Jahr? Wie war das dieses Jahr mit dem Auto? Wir haben ein grosses Auto, ein Opel Vivaro, weil wir eine grosse Familie haben. Und wir haben dieses Jahr endlich das Leasing abgeschlossen. Anfangsjahr, im Februar, haben wir unser Auto aufgekauft. Und das ist jetzt unser Auto, ganz allein. Und das war ein Schritt vorwärts. Und wir überlegen uns, ob wir ein neues Auto kaufen sollen. Das ist so ein bisschen die Frage, jetzt, die im Raum steht. Lohnt sich das, ein neues Auto zu kaufen? Wenn wir ein Elektroauto kaufen, aber die sind eher klein. Oder wenn wir noch ein normales Auto kaufen, mit Benzin oder Diesel. Das ist die Frage. Was würdet ihr machen? Wenn wir ein Auto kauft, wir könnten nicht ein Auto kaufen, wir müssten Leasing nehmen. Oder? Dann muss man wieder jeden Monat Leasing zahlen. Und wenn wir das, können wir das? Lohnt sich das? Das ist unsere Frage. Wie habt ihr es gehabt mit eurem Auto? Oder vielleicht habt ihr gar kein Auto und ihr nehmt immer den Zug und die öffentlichen Verkehrsmittel, wenn ihr unterwegs seid. Oder ihr mietet ein Auto. In der Schweiz ist ja das sehr häufig, dass Familien oder junge Leute oder Leute von jedem Alter, wenn sie in der Stadt wohnen, wenn sie zentral wohnen, dass sie dann zum Beispiel sagen, ich verzichte auf ein Auto, dann muss ich keine teuren Parkgebühren zahlen und keine Garage haben und keine Versicherungen zahlen. Und wenn ich dann ein Auto brauche, dann miete ich einfach für einen Tag oder zwei oder für die Ferien oder so ein Auto mieten, dass ich für den, wo ich es brauche, und sonst muss ich mich nicht ums Auto kümmern, ich muss das Auto nicht waschen, ich muss nichts machen mit dem Auto. Ja. Ich habe weniger zu tun und weniger Kosten. Dann, wie ist es mit den Einkäufen? Habt ihr vielleicht dieses Jahr etwas Grosses gekauft? Habt ihr etwas Grosses angeschafft? Im Jahr 2021. Was habt ihr gekauft? Mögt ihr euch noch erinnern, was ihr alles gekauft habt dieses Jahr? Man konsumiert schon sehr viel während einem Jahr, oder? Also, vielleicht habt ihr ein Haus gekauft oder eine Wohnung gekauft. Oder ihr habt eine Wohnung gemietet, ihr seid vielleicht gezügelt, von einem Ort zum anderen gezügelt.
vielleicht in eine grössere Wohnung oder in eine kleinere Wohnung. Oder vielleicht habt ihr euer Haus oder eure Wohnung renoviert. Ihr könnt mir schreiben im Chat, wie war das letzte Jahr? Bei uns hat sich nicht so viel verändert in meinem Leben, aber meine Eltern haben das letzte Jahr eine Wohnung gekauft. Sie wohnen immer noch in einem grossen Haus und sie sagen, das Haus ist langsam zu gross für uns. Wir müssen ein bisschen downsizen, wir müssen ein bisschen weniger Platz und Energie brauchen. Dann muss man auch weniger putzen. Oder man hat weniger Heizkosten, zum Beispiel, wenn man eine kleine Wohnung hat, als wenn man ein grosses Haus hat. Man hat weniger Arbeit, weil zum Beispiel der Garten wegfällt. Man muss nicht mehr Rasen mähen, man muss nicht mehr jäten im Garten. Man hat aber auch kein Gemüse mehr aus dem Garten oder nicht seine eigenen Blumen. Hallo Janet, Joy, danke fürs Kaffee. Schön, dass du mitmachst. Also, was ist bei euch so gelaufen dieses Jahr? Sahir, ich habe selber nicht Afghanen getroffen, aber irgendwo findest du vielleicht schon eine Statistik, wie viele Afghanen das in der Schweiz sind. Ich kann mir vorstellen, dass es schon Leute hat aus Afghanistan. Vielleicht wissen unsere Zuschauer etwas über Olivia. Ich kann den Kaffee auch morgen trinken, das ist okay. Dann kann ich nachher gut schlafen. Vielleicht die Zuschauer, die da mit dabei sind, hat es viele Afghanen in der Schweiz oder kennt ihr persönlich Afghanen, die in der Schweiz sind? Der Zahir fragt, ob er vielleicht in der Schweiz auch Landsleute findet aus seinem Land. Das ist auch schön, wenn man im Ausland ist und noch Kontakt kann haben mit Leuten aus seinem Land. Ja, apropos Haus, ich habe noch gefragt, ob ihr irgendwie ein Haus oder eine Wohnung bekommen habt, gekauft habt, also ich meine, neu gemietet habt. Wie ist das bei euch? Also meine Eltern haben eine Wohnung gekauft, aber sie sind noch nicht gezügelt. Sie sind immer noch in ihrem Haus. Olivia, du hast mit einem afghanischen Afghaner gearbeitet. Ja. Sie haben jetzt Zeit, sie müssen die Wohnung noch einrichten, sie müssen eine Küche auswählen, sie müssen einen Boden auswählen, sie müssen Küchengeräte auswählen. Olivia, du möchtest eine Wohnung in Spanien kaufen. Wow, ja. Dann nachher kannst du immer gratis in die Ferien, so quasi, als Meer, hoffentlich. Ja. Also meine Eltern haben jetzt eine Wohnung zwar, aber sie wohnen immer noch in ihrem Haus und tun jetzt langsam ihre Wohnung einrichten und fertig machen, fertig ausbauen, dass es Türen hat drinnen. Genau, Milos Küchenkästchen müssen sie kaufen und einbauen. Oder einbauen. Sie machen ja das nicht unbedingt selber, aber sie zahlen dann dafür. Das ist eine schöne Aufgabe, aber es kostet alles viel Geld. Genau. Oder habt ihr vielleicht andere grosse Sachen gekauft? Vielleicht neue Möbel? Habt ihr neue Möbel gekauft das Jahr? Oder habt ihr zum Beispiel ein Velo gekauft oder ein E-Bike? Meine Eltern haben dieses Jahr angefangen E-Bike zu fahren. Also seit einem Jahr ungefähr fahren sie jetzt nicht mehr mit dem Velo. Danke, Milos. Es freut mich, dass es dir gefällt. Meine Eltern fahren jetzt nicht mit dem Velo, sondern sie haben jetzt ein E-Bike. Und mit dem E-Bike können sie grössere Velotouren machen. Weil ich muss sagen, dort, wo sie wohnen, geht es immer gerade steil rauf oder steil runter. Und wenn sie zurückkommen, müssen sie wieder rauffahren.
und ich kann sie gut begreifen, dass sie jetzt ein E-Bike gekauft haben. Und so haben sie immer noch Kraft, schöne, lange Velotouren zu machen. Und sie sind zum Beispiel auch von Basel über den Jura auf Genf gefahren. Das war eine mehrtägige Velotour. Und wenn man durch den Jura fährt, dann geht es auch so runter und rauf. Und dann noch mit Gepäck. Dann sind sie schon sehr froh gewesen, haben sie ein E-Bike gehabt und haben nicht müssen, mit ihrem alten Velo da fahren. Aber für junge Leute, ich denke für mich oder so, ist es noch gut, kann ich mit meinem Velo fahren. Genau, ich habe auch ein Velo gekauft. Ich habe es, oder bekommen. Von meinem Mann habe ich ein Velo bekommen im Frühling. Ja, das ist gar noch nicht so lange her. Genau, Olivia, du kaufst ein E-Bike, wenn du älter bist. Ja, ich glaube, ich habe immer das Gefühl, ja, dann verbrennt man weniger Kalorien. Das ist nicht gut. Aber ich glaube, de facto ist es so, dass man dann anstatt einfach kleinere Velotouren macht, macht man längere Velotouren. Und dann tut man gleich wieder Kalorien verbrennen und sich bewegen. Ja, was habt ihr dieses Jahr angeschafft? Habt ihr etwas Grösseres gekauft? Habt ihr eure Wohnung renoviert? Habt ihr irgendwo viel investiert? Wenn ihr wollt, könnt ihr das schreiben im Chat und das mit uns teilen. Wir haben dieses Jahr im Haus nicht so viel gemacht, aber wir haben unter dem Haus wir haben einen Balkon und unter dem Balkon haben wir eine Terrasse im Garten und wir haben die Terrasse ein bisschen neu gemacht und wir haben Blättchen gelegt auf dieser Terrasse. Vorher war es einfach ein Betonboden und jetzt haben wir schöne Blättchen gelegt, aber mittlerweile sind sie ein bisschen dreckig. Ich denke, im Winter lassen wir sie so und im Sommer müssen wir sie dann wieder gut putzen. Und dann können wir unten so einen Tisch einrichten und Bank und wir machen im Garten manchmal ein Feuerchen machen und Bräteln, Servela-Bräteln oder so. Dann haben wir dort unter der Terrasse einen schönen geschützten Ort. Und auch schattig. Wenn es heiß ist, ist es dort schön schattig. Ja, wie ist es bei euch in Sachen Handwerker-Sachen? Also, habt ihr etwas gemacht? Olivia, du hast viel in deine Selbstentwicklung investiert. Also, du hast in dich investiert. Vielleicht hast du einen interessanten Kurs gemacht oder noch eine zusätzliche Ausbildung oder ja, Weiterbildung. Eine Weiterbildung in etwas, ein neues Studium vielleicht, hast du sogar neu studiert. Man muss auch immer ein bisschen à jour bleiben, also immer ein bisschen, kommt vom Französischen, à jour. Das heisst, auf dem Laufenden bleiben, zum Beispiel Marketing. Okay, Sair, du hast eine Freundin in Burgdorf in der Schweiz. Vielleicht ist das deine Freundin, dann sind ihr ein Paar. Und sonst kannst du einfach sagen, ich habe eine Freundin. Du hast Weiterbildungen gemacht, Olivia, genau. Und das kostet zum Teil auch sehr viel. Zum Beispiel, mein Mann ist eigentlich Englischlehrer und auch das Online-Zeugs, also Marketing und Werbung machen, auch mit Google und so. Und die Filme machen und so, hat er alles müssen lernen. Ja? Und zum Teil hat er Kurs gemacht, zum Teil geht er an Konferenzen. Er hat auch so eine Zeitschrift über das, wo er lesen, sich informieren online. Genau, das braucht es. Man kann auch Online-Kurse machen und sich weiterbilden. Das ist eine ganz gute Idee. Es ist cool, wenn man Fortschritt machen kann und besser werden in etwas.
und seinen Horizont erweitern. Ja. Ich war handwerklich aktiv gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, aber ich habe auch ein Video gemacht, zum Beispiel, wie ich ein Möbel mache. Oder ich habe euch kurz Werkzeuge vorgestellt. Das Video heisst auf YouTube DIY in Swiss German. Also dort könnt ihr sehen, dort habe ich einen Schrank gemacht. So einen speziellen Schrank für einen Mixer, für einen Tonmixer. Oder ich habe ein Sofa gemacht aus Holz, aus Restenholz, das ich noch da hatte oder so. Also ich bin gerne kreativ oder aktiv, manuell aktiv mit Holz. Aber dieses Jahr habe ich nicht so viel gelismet. Socken gelismet oder andere Sachen gelismet. Pulli gelismet. Lismen ist, wenn man mit 2 Nadeln etwas macht. Das habe ich nicht so viel gemacht. Hallo, heilige Pommesbude. Oh je, das ist ein Name. Ja, was habt ihr dieses Jahr gemacht? Wie sind ihr aktiv gewesen? Macht ihr manchmal noch etwas von Hand? Vielleicht hat jemand viel Gutzli gemacht oder ihr habt Brot gebacken. Ja, wir haben das letzte Jahr viel selber Brot gebacken. Was macht ihr so mit der Hand? Macht ihr noch etwas mit der Hand? Baut ihr bauen? Renoviert ihr selber etwas? Renovieren? Was kann man machen? Malen? Schön Bilder malen oder Musik machen? Das ist auch sehr kreativ. Was macht ihr? Schreibt mir doch schreiben. Was habt ihr das letzte Jahr gemacht? Vielleicht habt ihr an einem Konzert mitgemacht. Olivia, dein Mann ist gut mit Renovieren. Hat er daheim alles gut in Stand gehalten das letzte Jahr? Ja. Also das sind so unsere Fragen gewesen. Ich muss mal schauen. Ich habe euch ein bisschen erzählt, für die später gekommen sind, was bei mir so gelaufen ist in dem letzten Jahr. Was wir oder ich oder meine Familie so gemacht haben, wo wir investiert haben. Ihr könnt mitschreiben. Wir haben über das Reisen geredet, über das Aktivsein. Jean, du hast früher Bilder gemalt und jetzt bist du weniger aktiv. Jetzt machst du es nicht mehr. Vielleicht findest du wieder einmal Zeit, um dein Hobby aufzufrischen. Das ist schön, wenn du schöne Bilder malen kannst. Ich habe manchmal so ein bisschen Lust zu malen, aber ich glaube, ich müsste einen Malkurs machen zuerst, um so mich aktivieren. Das wäre noch schön. Früher in der Schule, ich bin noch ins Semi gegangen, also das war eine Schule für Primarlehrer. Und dort haben wir sehr viele kreative Sachen gemacht. Also wir hatten Chorsingen und Musik und Klavierspielen und Theatergruppen und Zeichnen und Werken, also mit Holz von Hand, mit Papier, kreativ, dreidimensional Sachen gestalten. Und Werken, genau. Das sind so die kreativen Sachen gewesen. Und darum habe ich die Schule gewählt, dass ich dort kreativ sein kann. Das habe ich sehr gut in Erinnerung. Das war eine ganz gute Schule gewesen. Ja, und apropos, heute gibt es ja auch für YouTube und Instagram und weiss nicht was. Vielleicht sind ihr ja mehr im Internet aktiv gewesen. Wer von euch ist im Internet aktiv gewesen? Ich bin da im Internet aktiv, das heisst, mein Mann ist da mehr im Hintergrund aktiv. Aber ich habe im letzten Jahr 3000 Followers gewonnen, ungefähr. Und ich habe jetzt
über 18'000 Followers für Schweizerdeutsch. Also das ist eine Überraschung für mich. Oder das ist cool, dass ihr da seid und dass ihr mich abonniert und dass ihr mich verfolgt online und dass ihr mit mir Schweizerdeutsch lernt. Das ist cool. Und ja, vielleicht hilft das auch, weil wir jetzt das Team ein bisschen vergrössert haben. Mein Sohn ist im Team eingestiegen. Er hilft mit beim Montagabendkurs und er hilft mit bei Computerproblemen und so. Und er hat unsere App, eine Schweizerdeutsch-App programmiert, die ihr könnt auf einem iPhone herunterladen oder auf einem iPad. Und ihr könnt auch dort 30 Tage gratis unseren Kurs abonnieren, Schweizerdeutsch-Kurs, dass ihr mehr Fortschritt machen könnt als nächstes Jahr. Der erste Monat ist gratis und dann, wenn es euch gefällt, könnt ihr weitermachen und es kostet 45. Genau, Jean, du hast keine Zeit mehr. Ich hoffe, du hast keine Zeit mehr zum Malen, aber vielleicht hast du Zeit zum Schweizerdeutsch lernen. Jetzt, heute Abend, hast du auf jeden Fall Zeit gehabt. Es ist schön, dass du da bist mit uns. Und eben in diesem Montagabendkurs haben wir unser Team erweitert. Wir haben so ein bisschen, eine Routine bekommen. Wir haben eine Form gefunden, die uns gefällt, die interessant ist, glaube auch für die da mitmachen, weil wir jeden eigentlich mit Geschichten Schweizerdeutsch lernen und jeden Montag neue Geschichten haben und können mit diesen Geschichten über die Sachen reden, über die verschiedenen Themen reden. Und weil die Geschichten in Dialogform sind, dann können wir gut zusammen, könnt ihr das und übersetzt sind auf Englisch, könnt ihr das so lernen und dann könnt ihr das auch so brauchen in eurem Alltag vielleicht oder ein bisschen abgeändert brauchen in eurem Alltag. Ja, also, habt ihr noch ein Thema, das ihr möchtet darüber reden möchtet? Weil ich habe mir so überlegt, was dass man alles da besprechen über das letzte Jahr, was alles passiert ist. Mir fällt im Moment nichts mehr ein. Wir haben auch darüber geredet, was wir für Filme geschaut haben oder für Bücher gelesen haben und wie unsere Arbeit war, ob wir zufrieden waren. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit eurem Jahr. Ihr seid zufrieden mit dem, was ihr erreicht habt. Und ihr habt Ambitionen und Visionen und Ziel für das nächste Jahr. Vielleicht auch im Schweizerdeutsch, dass ihr mit mir Schweizerdeutsch lernen könnt, dass ihr in der Schweiz mit den Freunden auf der Straße, im Laden anfangen Schweizerdeutsch zu reden. Ich habe gehört, Schweizerdeutsch ist am Zurückgehen in der Schweiz. Früher haben noch 68% der Schweizer Schweizerdeutsch geredet, jetzt sind es vielleicht noch 62%. Und ihr könnt helfen, dass die Statistiken wieder steigen und wieder ein bisschen mehr Leute Schweizerdeutsch reden. Aber es sind immer noch viel. Also wenn man in der Deutschschweiz lebt, sind es natürlich mehr als 62%. Dann hat es meistens Schweizer um einen herum. Aber es hat auch schon viele Leute aus anderen Regionen, aus anderen Ländern, die in der Schweiz wohnen und Deutsch lernen und Schweizerdeutsch lernen. Ja, das war es eigentlich von mir. Es hat mich gefreut, mit euch zu chatten, mit euch zu reden oder dass ihr mit mir gechattet habt. Und ich wünsche euch ganz, ganz einen schönen Abend, eine schöne letzte Woche vor Weihnachten, ein schönes, friedliches, besinnliches, warmes, freudiges Weihnachtsfest. Und dann guten Rutsch ins neue Jahr. Also, wenn wir uns nicht mehr sehen sollten,
dann wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Also einen guten Start im neuen Jahr eigentlich. Oder man kann auch sagen, einfach gutes Neues. Genau, ohne Stress. Eine Weihnachtszeit, wo ihr euch erholen könnt und besinnen und ohne Stress ein bisschen ruhig nehmen. Und vielleicht mit Skifahren. Hallo Chloe. Skifahren oder mit der Familie zusammen verbringen. Auf Wiedersehen. Tschüss Olivia, tschüss alle miteinander. Schön sind ihr da gewesen. Schön habt ihr mitgechattet. Macht's gut und einen schönen Sonntagabend wünsche ich euch. Tschüss zusammen.